Das meine wieder mal ein schönes Häufchen Leute. Also die könnten doch wirklich die Perronsperriente mal einführen. Aber natürlich, ja, nicht etwas Neues. Was ist denn da eigentlich der Fahrtenplan? Ich muss doch wissen, wann mein Zug abfährt. Ja so, dort ist er ja. Selbstverständlich wieder am dümmsten Ort. Excuse, darf man eigentlich an den Leuten auch schnell schauen. Alle will der Hagels Egoismus. Ja, sowieso. Da ist wieder alles gesteckt voll wie in einer Sardinenbüchse. Da ist es auch voll. Und da kommen sie ja bei Gott schon wieder raus. Ja, nun, da muss ich halt in den Nachläufer einsteigen. Aber da hat ja lauter alt Wege. Ja, nun. Schaut, wie der Huber Ella bögelt. Seid so gut und helfen doch der Frau ein bisschen, die ihr vorhin gerade auf die Seite gemüpft habt. Also, da kommen sie. Schließlich ist man doch ein Kavalier. Ja, natürlich. Stoßen voll. Hau ab, voll. Und die Säuluft. So, auf mit dem Fenster da. So, jetzt wäre alles recht und gut. Schönes Wetter und eine prächtige Aussicht. Wenn sie nicht würden so hottern in dieser alten Bänder rein da. Schöner Wetter, da verschreckt man ja direkt. Hast du nicht gerade gescheit eingerichtet das? Die Herr Bundesbahnhauptmann, oder wie man ihnen sagt, mit ihren 3 Nudeln da am Hut oben. Warum hat sie dem Schnellzug in eigentlich lauter so alte Wege da? Einen Moment. Ja. Hört, Herr Huber, gerade wegen dem. Im Laufe eines Jahres sollten wir 100 solche Wege ausrangieren. Wir haben aber im Jahr 1951 nur 40 neue Wege machen. Also haben wir ein Manko von 60 Wegen. Jetzt begreift ihr vielleicht, warum wir bei solchen Stosszeiten die alten Wege noch einsetzen müssen. Der Wagen zum Beispiel, wo wir jetzt drinnen fahren, Herr Huber, der kommt aus dem Jahr 1910. 1910? Je, damals war ich noch ganz ein kleiner Pfüder. Und ich mag mich noch gut erinnern, was damals für eine Aufregung war im Dorf, wenn der wieder mit seinem Flugzeug gelandet hat. Was, aus dieser Zeit, wo er so weit zurückliegt, fahren heute noch Eisenbahnwagen umeinander? Ja, da sind wir sogar noch den Auto nachgesprungen. Du heiliges Verdienen, die haben die im 1910 noch reingesehen. Und wie sehen sie jetzt aus? Aber da wird halt eben modernisiert. Die schlucken am Bessen, aber wenn die nicht das nächste Jahr schon im Autofriedhof begraben sind. Warum hat eigentlich die SBB für ihre alten Kästen nicht auch so einen Friedhof? Muss doch abfahren mit dem alten Zauber und Neues muss auf den Laden. Ja, nein. Wir können eben das Alte nicht nur so auf einen Friedhof abschieben. Wir müssen flicken, auffrischen. Gerade wie in einem Spital. Die SBB muss rechnen. Schliesslich gehört sie ja dem Volk. Ja, das ist natürlich schon recht. Wir zahlen ja sowieso schon Steuern mehr als genug. Meinetwegen. Aber ein alter Wagen bleibt halt trotz allen Pflästerli gleich gegen einen alten Wagen. Aber man darf sich bei allem Sparen gleich nicht dazu verleiten, zu modernisieren und vernünftig abzudrosseln. Wir haben euch ja vorhin unsere Situation erklärt. 40 neue Lichtstahlwagen pro Jahr länger nicht.
100 neue sollten wir haben, für dass wir unseren Spitalbetrieb auf ein vernünftiges Maß reduzieren könnten. Allerdings haben wir heute schon über den anderen europäischen Bahnen einen Vorsprung. Gell? Es ist uns ja während dem letzten Krieg auch verdammt gut gegangen. Diesen Vorsprung müssen wir schauen einzuhalten. Und jetzt wollen wir dem Herrn Huber einmal zeigen, was überhaupt alles in einem solchen Lichtstahlwagen innen steckt und was es alles braucht, für dass man das Maximum an Sicherheit, Bequemlichkeit und Schnelligkeit erreichen kann. Herr Huber, kommt einmal daher. Wir wollen gerade mit der Kupplung anfangen, die kennt ja jeder. Ja, sowieso. Schaut, den Haken der. Ja, der. An dem hängt ein kolossales Gewicht. Der Haken muss stark und zäh sein. Aus diesem Grund wird er geschmiedet. Passet auf, Herr Huber, Achtung! Geht nicht zu weit führen. Die Funken stüben auseinander. Ihr könntet eure Kutten und Hosenstöße verbrennen. Und jetzt, Herr Huber, kommt. Wir gehen zu etwas Komplizierterem. Schaut einmal das dort an. Ja, der. Das ist die Achsenbüchse. Das steht jetzt aber noch nicht so kompliziert wie. Da steige ich auch nicht weiteres nach. Abwarten, Herr Huber, abwarten. Es fährt erst an. So sieht es in einer Achsenbüchse inwendig aus. Da wird das Rollenlager montiert. Das ist etwas Neues. Das gibt dem Wagen eben ganz eine besondere Laufruhe und Gleitfähigkeit. 2 Männer können so einen Wagen alleine stossen. Gell, ihr glaubt es nicht? Na komm. Gut, wir wollen es gerade einmal probieren. So, seht ihr? Stimmt's etwa nicht? Ja, die Sache, da kann man ja fast wie einen Kinderwagen stoßen. Ah, jetzt kommt mir etwas in den Sinn. Vor x Jahren hat einmal ein Zug auf der offenen Strecke auf einmal gehalten. Es hat geschmürzelt, wie wenn man Pommes frites mit schlechtem Öl gemacht hätte. Es sei nachts heiß gelaufen, haben sie gesagt. Ja, ja. Früher hat sich eine Achse eben nur in einem gewöhnlichen Gleitlager gedreht. Darum sind sie halt manchmal heiß gelaufen. Aber mit einem solchen Rollenlager passiert so etwas heute nicht mehr. Das ist jetzt die Achsenbüchse, wo das Rollenlager drinnen liegt. Die Achsenbüchse macht man aus Stahlguss. Mit der Gussart bekommt man ein ganz besonderes widerstandsfähiges Material. Ich will euch weiter keine Details erklären. Schaut euch die Sache einmal selber an. Was macht der da? Gussbrot wird aus dem Ofen genommen. Und jetzt? Jetzt wird der Ofen angestochen und der glühende Stahl läuft in den Kübel rein. Was machen jetzt die da? Jetzt wird das glühende Eisen in die Form gegossen. Die Gussputzer müssen die Geräte und Unebenheiten mit Schmirgelscheiben wegschmirgeln. Nach einem weiteren Arbeitsprozess, Prüfungen und so weiter, wird die Achsenbüchse am Rad aufmontiert. Die Achsenbüchse verbindet die Räder mit dem Wagenkasten. Sie müssen also praktisch das ganze Gewicht vom Wagen tragen. Auf die Gummiteller rauf jetzt noch Federn, die die Schütterungen auf und schuld sind, dass der Wagen ganz ruhig läuft. Da kommt schon der Rahmen vom Dreigestell und wird auf die Achsen aufgesetzt. Wir wollen jetzt einmal zu einem Modell gehen. Dann begreift ihr alles viel besser. Schaut da. Das da vorne ist die eigentliche Dreigestellfederung, die ihr gerade vorhin gesehen habt. Sie federt auf und runter. Da sind noch Federn in die Dreigestell drin. Da liegt der Wagenkasten auf und kann schön gigampfen. Hauptsächlich in den Kurven gibt es einen sehr angenehmen Lauf. Für die Sicherheit macht man jetzt noch Belastungsprobe. 17 Tonnen müssen die Federn aushalten. 17 Tonnen? So ein Gewicht kann man sich nicht recht vorstellen. Ja, das glaube ich nicht. In diesem Fall gehen wir in eine andere Filmwelt.
Als alter Soldat mögt ihr euch sicher noch besinnen, wie schwer ein Turnister ist. Ja, komm mir gerade jetzt noch zu schwitzen, wenn ich nur daran denke. Eben ja, es brauchte mehr als alle Turnister von einem Infanterieregiment, bis wir ein Gewicht von 17 Tonnen haben. Du heiliges Verdienen. Mal, jetzt kann man schon ungefähr vorstellen, was die Federn aushalten müssen. In einer anderen Halle werden die Wagenkästen gebaut. Die sind ganz aus Stahlblech gemacht. Die Seitenwände und das Dach helfen den Boden mittragen. Aus diesem Grund wird das Ganze viel leichter und man redet etwa noch von leichter Schalenbauart, die auch vom Flugzeug übernommen worden ist. Ein Teil um das andere wird elektrisch zusammengeschweißt und am Schluss ist der ganze Wagenkasten nur noch ein einziges Stück. Also bei der grössten Geschwindigkeit eine maximale Widerstandsfähigkeit und darum auch Sicherheit. Verschiedene Teile am Wagenkasten sind aus Aluminium gemacht. Darum wollen wir heute in eine Aluminiumfabrik hineinschauen. Das flüssige Lichtmetall wird zu Blöcken gegossen, die dann noch im glühigen Zustand ins Walzwerk kommen. Alle erdenklichen Blech und Profile können ausgewalzt werden. Den langen Blech wird man jetzt noch nicht mehr ansehen, dass sie vor ein paar Minuten noch dicke Klötze waren. Ist denn das wieder auf einmal da? Das sind Fensterrahmen. Jawohl, alles aus dem Blech. Auch die Türen da. Die Wege haben 18 grosse und breite Fenster, wo man dadurch die schöne Landschaft ungeniert geniessen kann. So einen Haufen Fenster. Also der reinste Glaspalast. Ja, sieh, wenn aber mal etwas passiert, dann scherbelt es aber zünftig. Nur keine Angst. Wir lassen jetzt einmal auf das Glas eine schwere Kugel fallen. Seht ihr? Es ist nicht verbrochen. Sekuriertes Glas. Das kann nicht splittern. Jetzt gehen wir aber noch einmal zu unserem Modell. Kommt, Herr Huber, und helfen bitte. Wir setzen jetzt den Wagenkasten auf das Dreigestell rauf. Soli, das wäre auch gemacht. Ja, es ist recht, aber jetzt weiter im Text. Ich habe nicht so viel Zeit. Nein, lassen Sie das Fliehzeug weg da. Bequem, rasch und sicher. Zeigen Sie mir vielleicht einmal die Bremse. Bitte, Herr Huber, da. Ja, das sehe ich schon, aber sagen Sie mir lieber, wie es überhaupt funktioniert. Ja, das zeige ich gern. Darum wollen wir jetzt einmal so einen Wagen auflöpfen und euch die Bremsvorrichtung von unten erklären. Und für das die ganze Geschichte noch deutlicher wird, wollen wir die Hauptsache auf einer Zeichnung herausheben. Die Bremsklötze sind an den Bremstraversen angemacht. Hebelübertragungen machen die Verbindung mit den Zugstangen. Wenn jetzt der Lokomotivführer bremst, wenn die Notbremse gezogen wird oder wenn zwischen den Wegen eine Kupplung reissen sollte, überkommt der Bremszylinder automatisch Druckluft. Und dann funktionieren die Bremsklötze. Und jetzt noch einmal ein Wort über Geschwindigkeit. Wir gehen in ein Laboratorium, wo Versuche im Windkanal gemacht werden. Seht ihr da die starken Wirbel, die es hinter der Scheibe gibt? Die bremsen den Körper ganz unerkannt stark. Jetzt setzen wir eine Kugel rein. Ihr seht, die Wirbel sind gängig noch da, sie sind aber viel schwächer. Eine Stromlinienform wird eingesetzt. Jetzt seht ihr, wie der Rauch ungehemmt drüber wegstreicht. Diese Prinzipien werden auch an unseren Stahlwegen angewendet. Keine scharfen Kanten. Auch die Unterseiten sind sorgfältig abgerundet. Der Luftzug streicht sozusagen ohne Widerstand an Fenster und Türen vorbei. So, Herr Huber, steigt bitte in den Lichtstahlwagen ein. Jetzt wollen wir eine Probe auf das Exempel machen. Nehmt bitte eine Zeitung in die Hand, Herr Huber. Gell, ihr könnt ein gewisses so ruhig lesen wie daheim in eurer Stube. Zieht jetzt einmal das Klapptischchen raus und nehmt bitte einen Schreibblock in die Hand. Stimmt's etwa nicht? Die schreiben so sicher, dass es fast möglich wäre, kalligrafische Aufgaben zu lösen.
und schaut einmal dort rüber, wie das Kind sie auf dem Altinen ganz ruhig kann trinken. Sogar sein Titti überkommt. Kein einziges Tröpfchen wird vergüdert. Das reizende Familienbildli, gerade wie daheim an einem schönen Sonntagnachmittag. Was ist, Herr Huber? Warum macht ihr so ein Gesicht? Ja, das ist alles schön und recht, aber schauen Sie mal die Auto an da. Ist dieser Bahn nicht schon lange von dem Auto überholt? Als Antwort werde ich euch jetzt ein paar Fragen stellen. Wie wird das Auto zum Beispiel die Masse Menschen bewältigen, die jeden Tag Jahr aus, Jahr ein zum Arbeiten von auswärts in die Stadt fahren? 4-mal im Tag hin und her. Stellt euch vor, Herr Huber, durch den Gotthard fahren alleine jeden Werktag 50 Güterzug. Der Zug da führt Waren für mindestens 200 grosse Lastwagen. Wie wird das Auto sättige Berge von Gütern bewältigen und erst noch auf unseren Strassen? Wenn wir also alle die Güter mit Auto transportieren, dann braucht das pro Tag 10.000 Lastwagen. Und erst im Winter, wie wird die Auto bei einem sättigen Haufen Schnee über den Gotthard? Ja, halt dort im Flugzeug. Gehört etwa die Zukunft nicht im Luftverkehr. Schaut, Herr Huber, zum Beispiel eine da die vielen ausländischen Passagiere. Die reisen in der Schweiz mit der Bahn um. Das Flugzeug und die Bahn brauchen einander. Darum ist es gut, wenn die Endstation von einer Fluglinie wie da am Bahnhof ist. So führt das Flugzeug zur Bahn und die Bahn wiederum führt zum Flugzeug. Ja, Sie, aber unsere Lichtstahlwagen fahren ja bloß in der Schweiz umeinander. Sicher, rasch, bequem, fahren ihr gleich einmal damit ins Ausland und zurück. Das sind unsere nächsten Zukunftspläne.